Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut und hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel, dass ich jetzt schon einen Tag nach dem dritten Let's Play vom Doom schon das vierte raushaue. Ich habe momentan gar ein bisschen Zeit, bin motiviert und nutze die Energie eigentlich gerne auch. Wenn es noch aber zu viel ist, dann kann ich das auf jeden Fall wieder ein bisschen runterfahren. Ich nehme die Gameplays natürlich dann gleich auf, wenn ich Bock habe. Aber dann habe ich dann schon einen kleinen Vorrat, wo ich dann im 2 oder 3 Tages Zyklus raushauen kann. Wieso das jetzt halt auch noch ein Video kommt, ist die Tatsache, dass gestern in dem sind E3 angefangen. Wir haben Pressekonferenzen von Electronic Arts und Bethesda dürfen verfolgen. Irgendwie hat mich in der Nacht der Wecker geweckt und ich habe mir eben die von Bethesda auch live reingezogen. Das ist halt für mich aber schon etwas Besonderes, die E3. Die ganzen Neuigkeiten, die hier rauskommen. Und viel Zeug ist ja schon vorher geleakt. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich hier speziell möchte erwähnen. Und zwar fangen wir doch gerade mit dem Titanfall 2 an. Ich freue mich unglaublich drauf. Kommt auch endlich für PS4. Und zwar am 28. November eben auch für Xbox One und PC natürlich. Und das wird eventuell das erste Jahr in einer ganz langen Zeit, wo ich mir kein Call of Duty wieder kaufen, weil das Infinite Warfare macht mich jetzt gerade nicht so an. Vielleicht werde ich dann gleich noch überzeugt. Aber wenn das Titanfall 2 nur annähernd so gut ist wie das 1, dann ich werde das, glaube ich, das schon noch ein bisschen zocken. Und es wäre auch mal schön, sich näher in einem anderen Multiplayer-Games zu begegnen. Und wie gesagt, das Titanfall ist eigentlich wirklich perfekt geeignet für das, für die ein bisschen auf schnelle Bewegungen, Sprünge, Wallruns stehen. Das haben wir im Call of Duty mittlerweile auch. Und Titans bringen halt schon noch etwas Spezielles rein. Es gibt 6 neue Modelle, es gibt ein vielseitiges Auflevel-System. Also sie haben, glaube ich, schon aus den Fehlern gelernt, die sie im ersten Teil gemacht haben. Und es wird auch eine Single-Kampagne geben, also wirklich, wirklich nice. Das Battlefield 1 sieht ganz gut aus natürlich. Sie haben die Frostbite Engine mittlerweile unglaublich im Griff, die Studios. Und die Spieler ist sicher auch gut, aber für mich ist leider der Funke nie ganz übergesprungen beim Battlefield. Mal schauen, wie es bei dem ist. Das kommt eine Woche früher raus, dann, am 21. Oktober. Also ich hoffe, die werden sich auch nicht allzu fest rivalisieren, die zwei Games, Titanfall 2 und Battlefield 1, aber es ist ja auch ein bisschen für unterschiedliche Interessengruppen. Cool war die ganzen Berühmtheiten, die dort gegeneinander gespielt haben, unter anderem auch der Snoop Dogg und der Wiz Khalifa und noch jenste andere, die man kennt oder auch nicht. Und also gewisse von diesen Bürstchen sind jetzt ganz sicher steinhigh gewesen. Mit ihren Sonnenbrillen und wenn sie nicht gezockt haben. Jeden das seine. Unterhaltsam gewesen. Bei Bethesda war es fast noch ein bisschen unterhaltsamer gewesen, nicht wegen der Celebrities, sondern wegen den Games. Zuerst haben sie ja das neue Quake gezeigt, wobei das könnte so ein bisschen im Overwatch-Stil so ein Hero-Shooter werden, der mich gerade nicht so wirklich interessiert, weil die Games sind meistens darauf ausgelegt, dass man wirklich sehr viel Zeit damit muss verbringen, um competitive zu bleiben. Und eben gerade beim Overwatch, was ja ganz sicher ein gutes Game ist, ein super Game, aber jetzt gerade Blizzard und auch andere Firmen, die diesem Spielmodell folgen, haben es halt schon extrem im Griff, die so ein bisschen süchtig zu machen. Wenn wir es gerade beim Namen nennen, ich glaube, wer es nur ab und zu spielt, wird nie wirklich in Genuss von so Games kommen. Und wenn du eben länger dran bist, dann wirst du, glaube ich, recht Zeit reinbuttern. Und ich habe die Zeit einfach schlicht nicht mehr, will es auch gar nicht investieren, möchte auch noch ein paar andere Games ausprobieren. Und darum wird das Quake auch nichts für mich, aber wir werden es sehen. Was sehr interessant aussieht, ist Dishonored 2. Auf das freue ich mich auf jeden Fall auch. Dann haben sie noch ein bisschen von Doom VR geredet, aber das ist, glaube ich, mehr so eine Demo, wo jetzt auf der E3 kannst rumlaufen mit einem HTC Vive. Irgendwie wäre natürlich cool, wenn sie das irgendwie auch noch rauslösen. Und für die Doom jetzt noch nicht probiert haben und ein bisschen interessiert sind, es wird jetzt eine Woche lang auf PC, PS4, Xbox One gratis als Demo in dem Sinn das erste Level zu spielen zu geben. Also ja, wenn ihr wirklich das Ding noch nicht gekauft habt, wieso auch immer, und eben Interesse habt, es kurz auszuprobieren, ist noch eine gute Idee.
Nächstes Jahr wird ein Fallout 4 auch in Virtual Reality rauskommen, wobei das bezweifle ich, dass das wirklich etwas werden kann. Games, die schon existieren für einen regulären Bildschirm und dann so ein bisschen auf Virtual Reality getrimmt werden, funktionieren selten gut. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall cool, dass auch jetzt mal ein richtig grosses Game Virtual Reality unterstützt. Und ja, kann man gespannt sein, was für Lösungen das sie finden. Was mich weiterhin noch interessiert hat, ist Spray. Das ist ja irgendwie auf der Xbox 360 dazu mal noch rausgekommen. Es ist um den Indianer Tommy gegangen, so ein bisschen Aliens, die entführt, Menschen entführt haben und so. Ich gar nicht zu viel erzählen, weil vielleicht wollte der eine oder andere ausprobieren, was noch nicht gespielt hat. Es war echt noch ein cooler Shooter gewesen. Nicht wahnsinnig, aber auf jeden Fall noch interessant, ein paar neue Ideen. Und dass sie jetzt dort nach langen Jahren, wo sie verschiedene Nachfolger ausprobiert haben, scheinbar endlich bei einem angelangt sind, der ihnen gefällt. Ja, interessiert mich schon noch. Was nicht auf der Pressekonferenz war, das kommt dann vermutlich noch, ist das Mafia 3. Das haben sie aber auf IGN gezeigt, das ist etwa so ein 55-minütiges Interview mit Spielszenen, Zwischensequenzen. Und es sieht extrem genial aus, muss ich echt sagen. Mafia 1 und 2 habe ich nicht wirklich so reingefunden. Aber ich denke, das ganze Genre in dem Sinn interessiert mich weil es auch ein bisschen GTA-mässig ist, jetzt ohne irgendwie das eine oder das andere auf- oder abzuwerten. Aber einfach, ja, es ist halt auch ein Open-World-Game. Und es spielt im fiktiven New Orleans mit diesen Sümpfen und so. Und ich liebe das einfach so von der Thematik, von der ganzen Atmosphäre. Games, die dort spielen oder auch irgendwie der Crew, die dort durchfahren kann, das finde ich ganz cool. Und ja, schön haben sie das aufgegriffen als Gebiet und ich glaube, es ist sehr ein interessantes Game, auch so mit den Interaktionen, mit den verschiedenen Charakteren, mit der Story. Ein paar Themen werden aufgegriffen, wo sich andere vielleicht nicht würden trauen. Ja, sieht echt gut aus. Hey. Wirklich, wirklich ganz genial. Und heute geht es ja dann weiter. Jetzt weiss ich nicht, ob es am 6. oder 7. ist. Ich muss dann noch schnell auf den Plan schauen. Sorry. Startet Microsoft. Gefolgt von einem Special so ein bisschen für PC-Sachen. Nachdem kommt der Ubisoft und irgendwie wieder mit in der Nacht kommt der Sony. Und man darf gespannt sein, was sie da genau erzählen, was sie für Überraschungen zu bieten haben. Das eine oder das andere kann man ja schon ein bisschen ernäseln, hat man vielleicht schon gehört, so Gerüchte. Aber es gibt ja sicher auch noch die eine oder andere Überraschung. Das Watch Dogs ist ja nicht so gut angekommen bei vielen. Mir hat es recht gut gefallen und darum bin ich auch am zweiten Teil sehr interessiert. Dann haben sie ja noch das Ghost Recon Wastelands oder so. Ich bin gar nicht sicher, wie es heisst, wo auch interessant aussieht. Also ich bin auch sehr gespannt auf jetzt heute Abend, wo ich auch ein paar Streams mir reinziehen. Auf Twitch habe ich gestern geschaut, das hat gut funktioniert. YouTube-Streaming hat es ja auch gezeigt. Also da wird man sicher viele Möglichkeiten haben, das Zeug zu schauen. Jetzt, ich habe heute Morgen schon mal das Gameplay aufgenommen, habe wieder einen Absturz gehabt und dann habe ich gedacht, jetzt starten wir das noch einmal sauber. Ich tue mal schnell Männchen, die man sammeln zeigen. Nein, jetzt auf 60 Bilder pro Sekunde fixen. Das hilft vielleicht ein bisschen, dass der Laptop vielleicht nicht ganz so heiß läuft, falls das Problem ist. Hier in der Argent Facility habe ich schon gespielt, aber wir starten jetzt noch einmal neu. Oh mein Gott, man muss es durchgespielt haben, damit man es neu wählen kann. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Und wenn ich jetzt Continue wähle, geht es einfach mit dem Level weiter. Crap, hey. Crap. Ja, hört, ich spiele noch schnell gerade mal das letzte Level durch. Und dann lade ich das jetzt schon mal gerade auf, so ein bisschen als E3-Talk. Ja, voll. Sorry. Wir hören uns auf jeden Fall ziemlich klein.